Und somit grüß dich zu Generation Zero. Wer hätte es gedacht? Das, was du jetzt siehst in den kommenden Minuten, ist am selben Tag entstanden wie die Episode zuvor vom Landfall Update, wo ich kläglichst versagt habe. Man könnte dies, was du jetzt sehen wirst, eigentlich als Looten für einen Baumodus bezeichnen. Allerdings habe ich mir entschieden, dies nicht zu tun. Du wirst es im Laufe der kommenden Minuten einigen Schwachsinn sehen. Wie du siehst, dort im Hintergrund die Klauke, die experimentelle gegen den Wolf. Ja. Warum und wieso? Beim Aufnahmestand, einige Minuten zuvor, da habe ich leider kein Material, habe ich mit der Klauke einen A-Klasse Prototypen-Klasse Tank niedergemetzelt. Der war sicher beschädigt, anders kann man das nicht vorstellen. Aber egal, wie du siehst, das mit der Klauke funktioniert eigentlich bei die schwedischen Maschinen relativ gut. Das wirst du dann auch alles sehen. Und im Laufe, wie dann ich habe dann einfach da auf Aufnahme gedrückt und habe das dann durchlaufen lassen. Aber das wirst du alles sehen. Ein bisschen was habe ich rausgeschnitten jetzt aus den kommenden Minuten und habe da ein bisschen was drinnen lassen. Wir nehmen das einfach jetzt für den Weg zum Reaper. Warum und wieso ich das jetzt auch noch mitgenommen habe? Ganz einfach. Ich suche nach einem Weg, wie man diesen Wolf besiegen kann. Ich bin auf eins dahinter gekommen, bis jetzt. Ich habe jetzt die letzten Wochen nicht viel Zeit gehabt zum Spielen und mich damit zu beschäftigen, eben wegen Überstunden etc. Auf was ich drauf gekommen bin, dieses Aas heilt sich von selber. Und ich vermute mal, das ist genau dann, wenn er sie hochstellt und dann dieses komische grüne Schutzschild, auf gut Deutsch gesagt, das da. Weil da habe ich mit dem Fernglas mal geschaut in der technischen Sicht, zuerst hat er gehabt 79 und kurze Zeit drauf hat er wieder 90 gehabt. Ich glaube, dass er sich da hält. Wenn ich falsch liege, musst du mich berichtigen. Ich weiß es nicht. Mir sind diese sowjetischen Maschinen ein kleines Rätsel. Ich verstehe sie einfach nicht. Die Kleinen, kein Problem, da die Kleinen. Du ballerst drauf, du holst drauf und fertig. Genau. Siehst und weg ist er. Wir nehmen das jetzt das kommende Material nehmen wir jetzt einfach als üben, Praxis kriegen, ein bisschen was ausprobieren für einen Reaper Tank. Genau. Und zwar, das wird jetzt so ablaufen. Wenn du die Landfall Update vorher gesehen hast, die war ja nicht lang, die war nur 27 Minuten oder was lang. Da habe ich ja kläglich versagt, habe ich ja schon gesagt. Kommende Woche, am Sonntag, gibt es dann Teil 2. Ich habe die Basis mittlerweile schon umgebaut. War komplett neue Basis aufgestellt. Wie das Ganze dann ausschaut, wirst du dann sehen. Ich werde in der Zwischenzeit allerdings weiter looten. Wie du siehst, ich muss auch und ehrlich, Entschuldigung, dass jetzt nochmal zu dem Thema wechseln. Ich muss da auch und ehrlich gesagt sagen, du wirst jetzt im Laufe dieses Videos noch sehen, ich habe auch jetzt nach sehr langer Zeit auch mit dieser experimentellen Pump-Action ein bisschen an Spaß gefunden. Das wirst du alles noch sehen. Kommen wir wieder zurück zum Reaper Tank. Oder zum Landfall Update. Kommende Woche dann siehst du Teil 2 des normalen Schwierigkeitsgrad. Kommt immer drauf an, ob ich es dann schaffe oder nicht. Werden wir dann danach nochmal in den schweren Modus gehen. Und wenn wir dann so weit sind, dass wir den schweren Modus auch geschafft haben, werden wir dann schon in Richtung Reaper Tank gehen. Genau. Da werden wir aber nicht viel Zeit verstreichen lassen zwischenrein. Vielleicht zwei bis drei Episoden.
dass ich da so nebenbei noch ein bisschen loot und hin und her und mir dann was überlege, wie wir da vorgehen werden. Wie gesagt, durch das LP und durch dieses Video, was ich euch da gezeigt habe, jetzt mal vor kurzem, weiß ich nur die Bewaffnung vom Reaper Tank. Mehr weiß ich nicht. Ich kenne keine Taktik vor ihm, ich weiß gar nichts. Also ich gehe da relativ jungfräulich an die Sache ran und muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, ich freue mich schon riesig auf ihn. Ja, mehr gibt es eigentlich dazu eh nicht mehr zu sagen. Bevor wir aber dann zum Reaper gehen, werde ich euch auf der Karte zeigen, wo sich der Reaper aktuell befindet, der Reaper Tank, und werde euch dann auch zeigen, welche Probleme sich da uns entgegenstellen werden. Wir werden uns nur mit den wichtigsten Waffen bewaffnen, wir werden genug Munition mitnehmen, wir benötigen Heilung, wir benötigen einfach alles. Das wird relativ problematisch. Mit viel Glück, und ich hoffe, dass wir so viel Glück haben, dass uns die russischen oder die sowjetischen Maschinen, dass wir da irgendwie so einen Kreis mitnehmen können. Das wäre nämlich extremst geil, wenn wir die sowjetischen Maschinen noch mit in dieses Gefecht hineinkriegen. Ich habe eine Idee, wie wir das anstellen können. Wir müssen nur schauen, entweder kriegen wir die schwedischen Maschinen dazu, dass sie mit uns mitgängen, oder umgekehrt die sowjetischen, dass sie mit uns mitgängen. Das weiß ich noch nicht, wie wir das anstellen. Ich habe da schon eine Idee, aber muss man die erst genauer anschauen für den Kampf. Und der wird, glaube ich, nicht einfach. Genau. Aber dazu dann später mehr. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dem kommenden 40 bis 45 Minuten. Ich habe jetzt schon genug blabert und brabbelt und blubbert. Ich habe jetzt ein bisschen was zusammengeschnitten. Waren nur 3 oder 4 Schnitt. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind. Baba da!